Hey Kalle, pass auf, dass du nicht stolperst. Wieso? Weil du dir fast auf die Unterlippe stehst. Bist du ranzig oder was? Die Begrüßung hat am Morgen auf dem Pausenplatz zwischen dem Kalle und der Steffi stattgefunden. Die beiden sind nicht nur gute Freunde und in der gleichen Klasse, sie sind auch noch in einer Detektivbande. Kalle und Kompanie hat die geheissen. Der Kalle ist dort der Anführer und Steffi als einziges Mädchen Computerexpertin. Ranzig ist gar kein Ausdruck, Steffi. Meine Schwester nervt wieder einmal. Warum bin ich auch kein Einzelkind? Hast du wieder die Wohnung putzen? Die hat doch den totalen Putzfimmel. Der das gesagt hat, ist das Radiesli. Er ist der Zwillingsbrüder von der Steffi und auch bei Kalle und Kompanie dabei. Eigentlich heisst er Karsten Rademacher. Aber weil er kleiner ist als seine Schwester, sagen ihm alle Radiesli. Ein kleiner Rademacher ist halt ein Radiesli. Ums Putzen ist es ausnahmsweise nicht gegangen. Aber ihr blödes Geschwätz lenkt mir schon. Habt ihr gewusst, dass die blöde Kuh ausgerechnet den Leistungskurs in Pädagogik belegt hat? Stellt euch das mal vor, die wird Lehrerin. Mann, nee, da können einem die Kinder ja heute schon leid tun. Der Friedhelm ist das 4. Mitglied von Kalle und Kompanie. Er ist der Hundeführer. Und das mit Lieb und Seele. Wenn jemand etwas gegen den Tausendschön sagt, wird der Friedhelm sozusagen zum Tier. Der Kalle hat den Hund auf Probe als halbes Mitglied aufgenommen. Er wohnt im Schrebergarten vom Kalle seiner Tante und dem Onkel. Was hat denn deine Schwester so Schlimmes gesagt? Ach, eigentlich nichts Besonderes. Sie hat nur so eine blöde Bemerkung gemacht und mich dabei doof angrinst. Ist das alles? Ja, aber ich habe so ein komisches Gefühl dabei. Und ihr wisst ja, dass mich mein Gefühl selten täuscht. Ah ja, ich habe ganz vergessen, dass du der grosse Meisterdetektiv bist. Kannst du mich nicht einmal ernst nehmen, Steffi? Jetzt hört auf streiten. So schlimm kann es ja gar nicht sein. Solange sie uns nicht zwingt, die Wohnung zu putzen. Sagt mal, sagt der Big Sigi heute echt, wo unsere Klassenreise angeht? Der Big Sigi ist der Klassenlehrer von unseren 4 Freunden. Er ist mehr breit als hoch und die Kinder gehen eigentlich ganz gerne zu ihm in die Schule.